Das vogelnarrische Weiberleid, wo Zara und seinen preisischen Onkel bei der Schnitzeljagd zusammenputzt hat, versteht sie danach recht gut mit ihm, weil sie die gleiche Lieblingsbeschäftigung haben. Drum darf er gern mit ihrer anbandeln, aber sie mag nicht. Deswegen sucht ihm Zara einen anderen vom Netz außer. Aber die stinkt er so, dass es nicht zum Ausstehen ist. Die Erika verschaukt sie und glaubt, dass das Bärli seine Tulpen ansaugt, damit das besser wachsen. Das ratscht sie unter die Landweiber rum und keine mag mehr von Vogelhof Blumen kaufen. Als Hummel kommt aber dahinter und pflanzt die anderen recht. Der Chris möchte seinen Vater mit einem Schmalzfilm zum Warner bringen und führt ihm ein Schnulzen nach der anderen vor. Aber erst, wie es um einen teuren Karren geht, fängt das Blecker an. Der Sascha und die Rosi haben wieder zusammen und schlafen miteinander. Und er tragt ihres Heiraten an, aber sie zirkt nicht extra. Der Chris und seine preislichen Spätzchen möchten einen Gauner fangen, der wo heimlich Zinken neben die Lansinger Haustieren ohne schmiert. Der Josie gefällt aber die Gaunerjagd nicht und schließlich stellt sie außer, dass das Schäd ein harmloser Backelfahrer ist. Das Hummerl hilft dem Zwiefel beim Lernen, weil sie ihm beibringt, dass man dabei hupfen und tanzen muss. Ein Wirt, seine Aushilfsköchin, werkelt zu viel und ihren freien Tag nimmt er ihrer auch wieder weg. Und zuerst lässt sie sich nur mal Brot schlagen, aber schließlich fährt's aus der Haut.